An der Stadt gouf ein Jugendparlament gewählt. Was das genau ist, wollten die und Laura wissen. Wenn ich etwas bewirken will, was mich einfach rosen möchte oder was mich beschäftigt, wieder doch auszudrücken. Das Jugendparlament ist eigentlich eine Plattform, wo die Jungen am Land zwischen 14 und 24 Jahren alt die Gelegenheit kriegen, für ihre Meinung auszudrücken. Weil die Jungen etwas zu sagen und ich meine, das ist die richtige Plattform für zu machen. Was möchte das Jugendparlament konkret? Es gibt mal am Anfang, den 27. Oktober, so die erste Session vom Jugendparlament. Da kommen alle die Jungen, die sich angemeldet für das Jugendparlament, kommen dort zusammen. Wir haben einen Präsident und noch ein Büroexekutiv, der eigentlich die normale Decisionen vom Jugendparlament soll holen und noch das Jugendparlament dabei repräsentiert. Wir aber auch, und das ist etwas wichtig ist, dass Stabelskommissionen definiert. Und auch dort, das sind die Jungen immer mehr, die definieren, den an den Thema interessiert mich. Und das geht dann an Kommissionen umgesetzt. Und dann können sie am Laufe des Jahres kriegen sie dann erstens Formationen mit Hilfe von Experten. Und dann ist es Schlusssumme am Juli. Und da geht dann alles vom ganzen Jugendparlament, nicht nur an den Kommissionen, wie vom ganzen Jugendparlament wird das aufgestimmt. Und das ist dann die Stimme, also die Meinung vom Jugendparlament, die wir dann und Presse und noch in Politik und die Autoritäten eigentlich weiterreichen. Und dann zum Schluss haben wir die Tradition, dass wir für die große Summe am Ende des Jahres, die wir meistens auf Brüssel, und da zum Beispiel haben wir dann noch Kontakt gelegt, das war der Fall dieses Jahr, wo sie sich eigentlich mit 5 von Europadeputierten getroffen haben und einen Austausch gemacht haben. Und wie ist die Reperkussion bei den Politikern dazu? Also ich muss ich so an den Lauf von den letzten Jahren gesehen wir aber, dass immer mehr Visibilität hat. Natürlich kann ich nicht mehr darüber diskutieren, ob das etwas bringt oder nicht bringt. Aber es bringt dort sicher etwas, einfach weil desto mehr Junge mit konkreten Propositionen kommen. Es geht ja nicht nur dort zu meckern, sie kommen wirklich mit Propositionen und das geht dann um die jeweilig zuständigen Ministerin oder um die Kommission von der Chambre geht das weitergeschickt und die kriegen ihr Feedback. Und ich meine, das ist auch schon wichtig, dass der Lien zwischen der nationalen Politik an dem Jugendparlament, den hast du. Was ist in den letzten Jahren dann dabei konkret rausgekommen? Da sind verschiedene Resolutionen gekommen. Es geht von Demandeur d'Asyl, was sie davon erhalten, bis auf das FEM-Gesetz, bis auf Pensionsreform. Das sind alles Themen, die auch die Jungen von Haut am Jugendparlament diskutieren. Was muss ich dann noch konkret machen, wenn ich an das Jugendparlament rankommen will? Das ist relativ einfach. Wenn du zwischen 14 und 24 Jahren bist, du lebst halt zu Lützburg und du schwätzt einen von den 3 nationalen Sprachen, hast du eigentlich die Voraussetzungen für mitzumachen. Und für dich anzumelden, ist relativ einfach. Du gehst einfach auf die Seite www.jugendparlament.lu und du meldest dich online. Oder du gehst dann, wir verteilen als Postkarten und in den Postkarten brauchst du just deinen Namen, deine Adresse und all die Koordinaten auszufüllen. Ohne Timbre, nicht dein Briefbord hier im Land rangehauen. Und da kriegen sie das und da kriegen sie all die nötigen Informationen, die sie brauchen für das Jahr mitzumachen. Am Anfang des Jahres sind immer so um die 100, 120 diese Stomale. Am Durchschnitt sind aber durch ganz Jahr sicher 50 Junker, die plus minus, die aber immer aktiv da mitmachen. Aber wenn ich auf Loscher schaffen, darf ich dann auch noch kommen? Solange du nach 24 Jahren bist, ist das kein Problem. Nur an der Heierphase gehen wir wirklich gezielt an die Schule, für eigentlich die Jungen darauf aufmerksam zu machen, dass es aufhängt, dass wir in einer neuen Phase von Rekrutement unterweisen. Patrick, du bist als Präsident gewählt, gehen für was hast du kandidiert? Ich denke, das ist ganz einfach ein Projekt Jugendparlament, das mir immens um Herz liegt. Ich bin von der Geburtsstunde vom Jugendparlament dabei, das sind 3 Jahre. Und ich bin immer immens engagiert, immens viele Stunden dabei verbracht und ich habe mir gedacht, das Jugendparlament ist ein Projekt, das muss weiterkommen, weil es kann nicht sein, dass die Jungen nicht eine Plattform haben, wo sie können ihre Meinung sagen, ohne direkt mussten an eine Partei zu treten. Das finde ich mir gedacht. Nach 3 Jahren gibt es vielleicht Zeit, dass du dein Glück probierst. Kann ich immer probieren, ich weiß nie, wie es ausgeht. Wir sind immens überrascht, dass so eindeutig das Resultat war für mich. Und sind immens stolz und noch immens überrascht. Und das hat ja gut geklappt. Und was sind deine persönlichen Ambitionen, was sind deine Ziele? Einfach eine Stimme für die Jugend zu geben. Ich hätte gerne, dass wirklich steht am Jugendparlament die nämlich Rechte hat, die nämlich Chancen hat, wir können seine Stimme zu erheben.